Wunderschönen guten Abend. Hier ist als erste Emissioun für 2016. Ich wünsche euch alle guten, wunderschönen und friedlichen Neijooch. An unseren ersten Beitrag gehen wir aber ein bisschen zurück an das letzte Jahr, auf die Chrëschtfeier vom CIPA von Mamer und Sportleréierung 2015. Ich bin froh, dass wir alle Jahre zu begrüßen auf unserer traditionellen Sportleréierung. Ich meine, das schon eine Tradition gibt. Ich meine, Sportleréierung gibt uns Gelegenheit, uns Sportler aus der Gemeng an. Du hast ja Mamer gut staffiert mit zwei großen Sportlern, die dabei ewig sind. Das ist eine Tradition und wir profitieren von dieser Gelegenheit für die Leute, Junker und Sportler im besten Alter und auch so die den Elitenalter überschreiten, für die Leistungen, die in der letzten Saison nationale Plan und sogar verschiedene internationale Plan gelegt haben, zu ehren. Wir haben offensive Sportvereine haben, wir haben einen Verein, den nicht gerade Sportverein, also ein Zivilverein, Pompier, die müssen noch fit sein für die Aufgaben, die sie leisten am Dienst von unserer Bevölkerung. Und, wir haben 10 Equipen, die geehrt gehen, da sind viele Jugendequipen, das ist gut, auch flott. Wir haben 4 Individualsportler, die für Leistungen beehrt gehen. Aber noch ein ganz paar Junker, die an ihre respektiven Sportarten zu nationalen Berufungen kommen, das heißt an eine Selektion national kommen sind. Und damit vertreten sie mehr wie würdig den Namen von der Mamer Gemeng und noch den Namen vom ganzen Land. Wir haben Anfang des Jahres uns Kriterien für die Sportleréierung kurz überschafft, da haben wir noch ein Formular ausgeschafft und ich muss sagen, ich bin den Vereinen so nicht vielmals merci, weil das hat das Jahr wirklich noch besser geklappt wie die Jahre vorher, weil das auch immer eine viel Arbeit, Präparation zu machen, und bis wir dann in alle Gute haben. Und auch mit unserer PowerPoint-Show, und dafür braucht man einen gewissen Delay. Wir haben den Abend auch eine Neuigkeit, das heißt, wir noch eine ähnliche mit einer Behinderung. Madame Präsidentin von der Familienkommission, die Damen und Herren, von dem Chefen der Gemengerat, Herr Negri, den entschuldigen ich, den das heute mitten am Ausland, das verhindert, für hier dabei zu sein. Ich begrüße dich alle Guten auf dieser Seniorenfeier, Feier vom 3. Alter, die wir wie alle Jahre an dem CIPA heute zu Mamer feiern. Diese Jahre mehr gehen, es sind noch Jahre mehr gehen, wir sind noch immer da und es sind noch immer da und da sind wir alle Guten froh darüber. Wir haben Jahre an der Gemeng viel geschafft, das hat gesehen. Da draußen, die hat doch gesehen an dem Gemengebord, wünsche ich euch, eure Familien, all das Beste. Mengen, so schlecht sitzen wir nicht hier an dem CIPA, an der Altersversorgung im 3. Alter, hier an der Gemeng, die ist auch nicht so schlecht. Wir sind ein Gemeng,
die sich entwickelt hat, wo mittlerweile 8.800 Einwohner haben. Die meisten Infrastrukturen, die Hummer als Gemenger an der Reihe, wenn der gerne spazieren geht, könnt ihr das auch merken. Sie hat das hier am Brill, sie hat das Hundrümmer als Feldwehr, die sind noch dank dem Jacques Roche an seiner Equipe wirklich gut an der Reihe, sodass es eigentlich nicht viel fehlt. Für die Nummer Bobo darüber klot, wir wissen, es geht viele Leute am Land an darüber raus, geht es viel mehr schlecht wie Eis. Und dafür soll man zufrieden sein, mit dem werden wir hin. Ich wünsche Ihnen einen persönlichen Namen von meiner Familie, von dem Chef in der Gemengerat, all das Beste. Ich felicitiere Madame Santa, die hier steht, hinter dem Rido zu werden, mit ihrer Equipe, für alles das, was sie für ein aktiv, sozial und Familienleben nicht nur für Haut, mir über ganz Jahr merken, weil all die Busfahrten, die Butterfahrten, die da mit hier können erholen. Ja, auch das gehört dazu. An all die Flottofen an der Mitte, die sie mit ihrer Equipe hier schon jahrelang organisiert. Aber wer sie gerne möchte, guck mal, wie schmuck ist. Und ich ging sie lo, hier steht sie mit einer Flasche. Also ich lang genug geschwätzt, das weißt du mal. Das ja. Das ein hier bei uns, den hat 90 Jahre nach Haut in der Zeitung, ich habe das in der Mittelstunde gesehen, und die wäre auch Chefin an der Gemeng, das wissen da viele nicht mehr. Das ist mein Opa, mit dem war schon lange an der Gemengepolitik engagiert, das wäre 1971 bis 1975 waren noch Chefin, Körperchefin an der Gemeng, und dann hat dem René Feder gespielt. Wir waren nach Gemengekonseil, da waren alles Majorts. Da waren an der Opposition, da hat der Mann so nicht viel für die Kerb gemerkt, aber weil er viel für die Kerb als Chef gemerkt hat, ging ich dann mit dem Samt der Bierden, dem François Bernard, Bernard Franz, geht nach alles bei mir her, wie mir gut. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friends. Happy birthday to you. De jährlech Ouverture vum Mamer Chrëschtfeier an d'Adventskonzeren zu Mamer a Kapellen, wo mir d'Fried hätten e pu Minute mat ze schneiden, sinn als nächsten 2 Beitrich. Chrëschtfeier iwwer Zeit geändert, dass wir mitten dahin gehst, und du haben nach eigentlich bisschen mit dem Gag darüber geguckt, für 16 Jahre. Das war just so die neue Equipe am Gemeinderat aufhängen. Das waren heftige Zeiten für drin. Und du hast mir auch dazu angekommen, den Sturm, den wir hatten. Aber der Chrëschtfeier eine Woche verlöscht, weil die Guten, alle Guten, während Demos waren dazu die Zeit danach, weil die zu Summe gefallen wären. Du hast den Chrëschtfeier reportiert, die hat sich schon viel guter Männer, guter komische Geschichten auf diesem Chrëschtfeier geschieht. Und ich hoffe, dass aber die traditionelle Kampagne hier gefordert wird.
gesehen sind noch viel Leute heute noch in Teil, weil der gut Zeichen als an der Javité und ich dann alle guten, nachdem wir noch kleiner Rundgang gemerkt wurden, an Zelt mit Noven Harmonie, wenn wir traditionell Mullen, aber noch haben Noven tut. 4 Uhr wünsche ich auch alle guten Chaletsbesitzer der Best, für allem als der Croix-Rouge, die das ja in der Tierra Komposition ihre letzte Chrëschtfeier wird tun an diesem Chrëschtmärkt und ich gehe aber davon aus, dass sowohl die Croix-Rouge-Sektion wie auch der neue Komitee dieselbe Tradition werden aufrechterhalten. Der hat gesagt, wünschen ich an meinen persönlichen Namen und Namen vom Chef der Gemengerot all das Beste für Chrëschtfeier und für alle eine glückliche Neijoosch.
All Joers den 1. Januar ass den traditionellen Neijoosch-Concert am Mamer Schloss. Also natürlich auch das Jahr. Pünktlich nur mit diesem 5 Uhr ginget lass. Traditionell die 10. Köier op Neijoosch selber, traditionell wie all die Joren um 5 Uhr, traditionell mit dem Orchester Salonissimo, traditionell mit engem Programmen und dem Motto der Schönsten aus Oper an Operette. Ich war himmlisch nicht, dass ich an der letzter Zeit mit dem Gedanke gespielt habe, für das Konzept vom Neijoosch-Concert radikal umzuändern. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturkommission haben aber gemerkt, dass der Teil das richtig für Neijoosch ist und dass die Tradition soll beibehalten. Und am Endeffekt haben sie recht und dafür werden wir das dann noch so weiter feiern. Ihr wisst, dass der Konzert immer auch ein kleines Gelegenheit ist für uns für einen kurzen Rückblick, einen schnellen Ausblick auf das Leben an der Gemeng zu machen. Das letzte Jahr war eigentlich ein ganz ereignisreiches Jahr an unserer Gemeng. Wir haben paar Höchstpunkte, Feierlichkeiten gehabt, da war auch ganz viel Arbeit damit verbunden. Wir haben das letzte Jahr Investitionen oder Projekte fertiggestellt, finalisiert, die sich über den längeren Zeitraum, über ein paar Jahre gezündet haben, besonders Niveau von den Schul-, Sports- und Betreuungsinfrastrukturen. Da tut auch gesimmerte Chantien auf der Kap an Site vom Königsbund rundherum. Das sieht das Resultat haut sind modern funktionell Schul- und Betreuungsstrukturen für die Kinder aus unserer Gemeng. Auf der Kap hatte man die Aweihung von einer neuen Schule mit 16 Klassensälen, mit einem Parking für 50 Autos, was nötig ist, auf der Kap für den chronischen Mangel an Parkplätzen entgegenzuwirken, mit einer funktionellen Sporthalle, eine Sporthalle, die eigentlich schon knapp 3 Monate, nachdem wir einen Betrieb geholt haben, von unseren Vereinen komplett ausgelöscht, als sieft das der Weekend, sieft das an der Woche noch mittags oder abends, und dann natürlich eine neue Maison Relais für 200 Kanner von der Kap auf von Holzen. Gleichzeitig schon mal zu Mamer ein neues Gebäude für Spielschule an Präkos an Betrieb geholt. Und wir werden eigentlich die lange Liste von den Investissementen, die wir an Schul- und Betreuungsinfrastrukturen über die letzten Jahre gemacht haben, aufschließen, noch für eine längere Zeit aufschließen, an den nächsten 12 bis 14 Monaten mit einem Ausbau von der Küche von der Maison Relais, ein Ausbau, der nötig ist, weil man an unserer Maison Relais auf den verschiedenen Seiten regelmäßig die 550 Kanner betreiben. Im Niveau von Investissementen, Straum hat Berne zu sagen, werden wir dieses Jahr den Pavillon am Park Brill fertigstellen, so den Strom und Berne so, weil das haben wir so oft annonciert, dass wir das fertigstellen. Das war ein komplizierter Chantier, aus welchen Gründen auch immer. Auf alle Fall, wir sind zuversichtlich, dass wir ein paar Monate den Pavillon an Betrieb holen. Ich meine aber, das ist eine reelle Plus-Value für den Park Brill. Guckt mal, wenn ihr an den Frühjahrsmonaten, an den Sommermonaten guckt, wie viele Leute, auch für alle Familien mit Kindern, am Park Brill sind, dann ist das schon richtig, dass man die Möglichkeit von einer kleinen Restauration auf der Platz und die Möglichkeit, dass ich auf eine Terrasse setzen kann, etwas Kleines trinken oder einfach sanitär Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, dass ich die benutzen kann. Wir sind eine Gemeinde, die sich gut steht. Wir sind an einer Region vom Land, die sich nicht schlecht steht. Wir sollen das soziales Gleichgewicht nicht vernachlässigen, sondern aus den Ernten verlieren. Dafür haben wir das letzte Jahr zusammen mit anderen Gemengen eine regionale Epicerie sozial abgemacht. Wir haben das letzte Jahr, wie auch schon die Jahre früher geguckt, für weitere soziale Wohnungen an unserer Gemeng zu kreieren. Und ihr wisst, weil wir darauf sagen, das ist auch wirklich so gemeint, dass das gesellschaftliche Zusammenleben, der gesellschaftliche Zusammenhalt an all seinen Aspekten an enger Gemeng wéi Gemeng Mamer, die an de letzten Jahre gewusst ist, von eng Randgemeng von der Stadt Lützeburg, dass das wichtig ist. Dafür sind wir eigentlich schaufrisch, dass wir
ganz aktiv durf an Vereinsliewen. Wir werden noch weiter die Initiativen unterstützen, die sich an dem gesellschaftlichen Zusammenhalt näherschlo. Sie dat eng Fête des Nations am Sommer op der Place de l'Indépendance, sie dat als Vereiner, die eigentlich ein ganz gut Kanner an Jugendbetreuung machen. Wir kriegen dat immer nees von Eltern gesund mir noch für Payment als Subsidienüberschaft. Für die Vereine finanziell nach Mai zu unterstützen, wann sie für den Enkadrement von den Kanner, weil wir gerne hätten, dass die Kanner die jugendlich von qualifizierten Personal enkadriert gehen. Zum gesellschaftlichen Zusammenleben zählt natürlich auch Kulturpolitik. Das ist da. Wir gucken auch weiterhin ein Programm auf den zu stellen, wo jeder der den oder der wird interessiert findet. Sie hat das für die Kanner, wo man viel mit der Schule zusammen machen, wo man natürlich als Musikschule von der UGDA haben, die mengen auch dank den Infrastrukturen vom Königsbund, die eigentlich einen ganz regen Zuspruch beide Kanner finden, wo man all Jahr ein Wurstum an einem zweistelligen Prozentbereich schon. Und natürlich auch Kultur für die Wurse, wo man gucken weiter viele Themen, sie hat Kabarett, Theater, Konzerte, moderner, klassischer, an anderen Sachen aufzudecken. Stolz sind wir eigentlich an dem Bereich auf das Kulturzentrum. Wir hatten da das Jahr eine größere Feierlichkeit, das Kulturzentrum hat 5 Jahre Ouvertüre gefeiert. Wenn in die Chiffre guckt, das letzte Jahr waren rund 22.000 Visiteuren am Kulturzentrum, sind der Ouvertüre am Oktober 2010 rund 100.000 Visiteuren, mehr wie 430 Manifestationen sind der Ouvertüre, da mengenisch kann ich sagen, das Kulturzentrum ist etabliert an der Gemeng, als über die Gemeng raus an der Region, gut etabliert, dadurch dank der Equipe rund de Jean Morbi, den das Kulturzentrum hat ganz viel, den ich auch begrüßen habe, den das Kulturzentrum hat ganz viel Engagement, Savoir-faire und Dévouement lädt. Kommen wir zurück auf den Konzert von heute Mitten mit Salonissimo. Die 10. Keier ënnert der Ledung an der Moderation vum Frank Ringlab. Dir wësset hauptsächlich Musiker, die hauptberuflich am Orchester vum Mannheimer Nationaltheater spielen, erlaubt mir aufschließend der Kolleginnen an de Kollegen aus der Kulturkommission eine große Merci zu so, weil sie all Keiers Dose, wann ich sie brauche, für eine Hand Madun zu packen. Eine spezielle Merci an meine Sekretärin Christian Hermes, der viel Arbeit tut. Wir immer ganz flott animiert Diskussionen, weil wir haben so kontroverse Aussichten zu den Sujets und wir schaffen immer auf dasselbe Resultat, und das ein ganz flott zusammenarbeitet. Ich alle Guten zum Aufschluss an den Leuten, die ich noch stehen, ganz schön, ganz gut Neijooch, dass man da so wie die anderen Jahre mit Strauß, Winkler, Offenbach, Co. erlauben und dann so wie Tradition wird, also wie es sich gehört, werden wir dann an der Pause auch 1-2 Plätze zusammen trinken.
De Mardi du Livre ënner dem Motto Krimis aus Luxemburg mat den Autoren Marco Schank a Josie Braun den 19. Januar im 7:30. Op der Jocht vum Dix abgefauerert vun der Opera du Trottoir den 30. Januar am 20 Jauer am Kinigsband. Hanner dem Rideau mat der Jazzfusion Meander den 3. Februar am 18:30. Dat war als echt Emissioun fir 2016. Wir gesinn als den 1. Februar. Ech so nech will muss Merci fir no kucken, a bis geschwen.